hier zum Strand. Schau mir mit zu den Sternen. Ich halte deine Hand. Komm doch mit mir nach Rosas, ein kleines Paradies. Ich spüre deine Haut, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Gehen wir niemals mehr zurück. Wenn die Sonne scheint und so groß ist unser Glück. Nur noch Sommer, Sonne, Sand und blaues Meer. Ans Büro dann. Und zack, da sind wir wieder. Wir begrüßen euch recht herzlich im Gar unterwegs nach Rosas in die Musikferien. Schon wieder ist ein Jahr vorbei, seit wir das letzte Mal hier in Rosas waren. Es freut uns sehr, wiederum so viele bekannte Gesichter an Bord im Gar zu sehen und auch zu begrüßen. Ja, und auch die Gäste, die das erste Mal in der Musikferien mit dabei sind, heißen wir herzlich willkommen in der Musikferienfamilie. Und auch dieses Jahr zeigen wir euch in diesem Film ein paar schöne Bilder von Rosas. Und übrigens, genau dort fahren wir her. Das ist das Hotel Marian, das genau in der Mitte zwischen Santa Margherita und Rosas liegt, also die beste Lage von ganz Rosas. Ja, ihr könnt jetzt schon ein bisschen lustig werden und euch auf die nächsten 7 Tage freuen. Unsere Feriendestination Rosas liegt in der gleichnamigen Bucht am Cap Norfeu, wo ein Teil vom Cap de Creus bildet. Dieser Teil von der Costa Brava ist seit 1998 ein grosses Naturschutzgebiet und nicht nur beliebt bei Badeferientouristen und Wanderer, sondern auch für Taucher ist Rosas ein Mekka. Und der Fischbestand ist hier so gesund wie kaum noch im Mittelmeer. Und zack, da ist er wieder. Ja, ein richtig schönes Fleckchen ist es hier in Rosas. Und es geht nicht mehr lang. Da könnt auch ihr ein bisschen schlendern, Siesta machen und einfach gute Musik hören. Ja, und auch dieses Jahr haben wir wieder ein super Tagesprogramm für euch zusammengestellt, wo ihr Spanien ein bisschen von einer anderen Seite könnt lernen kennen. Morgen vor dem Mittag stellen wir euch das Tagesprogramm im Detail vor. Ja, liebe Gäste, und weil wir nicht gebührenfinanziert sind, können wir nicht darum herum, euch leider jetzt den ersten Werbeblock zu zeigen. Grüezi, mein Name ist Gerber von der Gerber AG, Profil Belangenthal. Euer zuverlässiger Partner seit 60 Jahren, wenn es ums Thema Reisen geht. Das Buchen von Ferien und Reisen ist Vertrauenssache. Das ist doch die, das ist doch von die Wolle. Das sind unsere modernen Reisegar mit dem kompetenten Personal. Und das ist unser Hotel. Und dort können Sie schlafen und sich bequem machen. Da gibt es 3 Mal am Tag etwas Feines zu essen vom Buffet. Wir verwenden ausschließlich Fleisch von toten Tieren. Auf dieser Terrasse gibt es jeden Tag gute Unterhaltung und beste Musik. Let me entertain you. Weiße Haare kann der haben, aber schön muss der sein. Was wird sein? Schön muss es sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Musikferien in Rosas, Spanien am Mittelmeer. Am Montag haben wir zu. Ja, nicht auch denken, was kommt dann? Am Ende ist so. Ja, ja. So nein. Die wilde Küste oder eben die Costa Brava macht hier in Rosas ihrem Namen alle Ehre. Und die ausgedehnte Promenade, die direkt am feinen Sandstrand liegt, lädt zum Schlendern ein.
Auch die verwinkelten Gässli mit den vielen Beizli und schönen Lädeli sind sicher eines der Highlights, wenn man sich Rosas für seine Ferien ausgesucht hat. Und zack, da sind wir wieder. Du Beate, hast du eigentlich auch so ein Schiffchen da? Zwei. Das vordere ist meins, das hintere, das kleinere ist eine Putzfrage. Nein, nicht. Schön wär's. Aber wir gehen immer ein bisschen schauen, wenn wir hier zu Rosas sind. Ja, jetzt haben wir auch nicht die ganze Woche Zeit, ein bisschen Glassen zu essen in Städten oder einen Kaffee nehmen. Ja, und Lädeln, Musik hören und tanzen. Ja, da kommt mir eigentlich in den Sinn, wer ist alles dabei? Das Jahr in der Musikferien mit dabei sein das Duo Black Sound, Natürlich. Surprise Band, Due Amici, Due Amici. Grenzenlos. Und für Tanzgarantie sorgen wiederum unsere Maxi-Dancers. Und zack, da bin ich wieder. So liegt es jetzt nicht. Reisegäste, wir fahren via Genf durchs Rhonetal, über Perpignan in Südfrankreich nach Rosas an der Costa Brava. Wir verlassen die Autobahn in Figueras und sehen von dort aus schon den wunderschönen Hausberg von Rosas. Circa alle 3 Stunden macht ihr eine kleine Pause, wo ihr eure Beine vertreten könnt und wo das ein oder andere Highlight auf euch wartet. Wenn ihr einen Wunsch habt, wendet euch doch direkt an euren Chauffeur oder an eure Reisebegleitung. Etwa um 7:30 werden wir in Rosas eintreffen und das Hotel beziehen. 7:30 Dass am es an Abend. der Rezeption kein Gedränge gibt, treffen unsere Gars gestaffelt ein und so können wir Gar für Gar eure Zimmerschlüssel verteilen. Falls ihr spezielle Wünsche habt, wären wir froh, wenn ihr die erst anbringt, wenn alle Gars eingetroffen sind und alle Gäste eingecheckt haben. Wenn der erste Anstunde vorbei ist, nimmt sich das Hotelpersonal gerne Zeit, um all euren Wünschen gerecht zu werden. Bitte denkt daran, dass in Spanien die Touren etwas anders laufen als bei uns daheim. Für das Hotel Marianne ist es auch nicht alltäglich, dass gerade so viele Gäste aufs Maul checken. Danke vielmals für euer Verständnis. Und zack, da bin ich wieder. Im Speissaal habt ihr die ganze Woche den gleichen Tisch. Das spanische Fräulein, das das ist noch steht, gut. zeigt euch, wo euer Tisch steht. Zeigt ihr, wenn ihr nicht Spanisch könnt, einfach mit den Fingern an, wie viele Leute an eurem Tisch hocken wollen. Wenn ihr 5 seid, macht euch jetzt schon gar Gedanken, mit wem dass ihr am Tisch hocken, so habt ihr nachher dann im Hotel einen völlig entspannten ersten Abend. Und übrigens, im Speissaal ist das Buffet immer sehr frisch und es hat auch immer nebst normalen Gerichten, die alle gerne haben, etwas Einheimisches im Angebot. Der Nachteil von so einem Buffet ist aber, dass es oft nicht nur warm ist für jeden Geschmack. Es hat für die, die es gerne ein bisschen heißer haben, ein paar Mikrowellengeräte, die ihr dürft brauchen. Und zack, da bin ich wieder. Apropos Mikrowellengeräte. Die technischen Geräte in Spanien haben es ab und zu in sich mit der Bedienung. Aber wir haben einen Experten, der uns das ganz genau erklären kann. Guten Abend miteinander, Ui Hans-Peter. Heutiges Thema Frühstückskultur in dem mit dem Reisebus erreichbaren Ausland. Das ist aber schon noch kompliziert. Das Ausland ist nämlich viel grösser als man gemeint. Und wie weiter ihr weg das geht, umso Hello, größer werden die Menüs. Zum Beispiel das Amerika. Das ist, wenn es das ist, wenn es das ist, wenn du in Spanien ins Meer gehst und dann dort aussen rechts runterschwimmst, am Deutschen vorbei. Und dann heisst es immer noch mal Mallorca. Ich weiss nicht. Er will dort vorbei, dann musst du schauen, dass du die ganze reinziehst, wenn du mehr enge von Gibraltar kommst. Dort durchschwimmen und wenn du vergisst, kannst du auf die Azoren ja ganz 9 nehmen. Wenn du dann weiter schwimmst und auf die Kanarien, wenn du dann weiter schwimmst, geradeaus, kommst du auf Amerika. Thank you for So, jetzt sind wir in Amerika. Was Amerika. hat mich unbedingt Ah, genau. Heutiges Thema Frühstückskultur. Das fressen jetzt Margarina Moria, du. Ist auch nicht verwunderlich, wenn die eben gleich so weit müssen schwimmen. aber jetzt reden wir mit dem Reisebus erreichbaren Ausland. Also hier
im untersten Teil von Südfrankreich. Frankreich, Spanien. ich kann Und dir nicht dann sagen. Frankreich. Und das heisst, ja, Fehler. Wir sind hier in Bianchi. Josas an der Costa. Josas, Costa Biaba. An der Costa Biaba. Java. Wenn du hier am Morgen aufstehst und zum Frühstück. dann wird es plötzlich ganz geherzlich. Wir haben jetzt Bierchen. die Menüführung eines spanischen Kaffeeautomaten bzw. billiges Kaffeehause mit Milch und mit Berücksichtigung der gewünschten Feinkristall-Zuckermenge. Aber so, dass ihr nicht hässlich wird, ob ich gar nicht in den Highlands Donnerstag hineinschütteln. Also, ruhig durchschnaufen, überlegen, woher komme ich, was wollte ich und wer bin ich. Und dann ganz langsam auf das Jahr zuschreiten. Das ist jetzt noch ein Ruhezustand. Oder einfach so mal die aufdrücken, das geht nicht. Die wollen eben wissen, das ist ein menschlicher Finger. Und nicht ein Fleisch, der da die aufschießt. Das ist nicht ein großer Unterschied. Dann mal lesen, was hier im Angebot ist und dann wählen. Sagen wir mal was. Kaffee con leche, das heisst das Kaffee mit Milch. Da müsst ihr euch dann nicht verwirren, wenn auf Deutsch Weiberkaffee steht. Ich habe nur das blöde Doppel-S von der Schoben mit dem Bärwechsel. Du heisst das Also nein. Also, Weiberkaffee sollte Weisselkaffee heissen. Weiber. Was auch nicht ganz richtig ist, jung auf Spanisch, ganz einfach, Kaffee Con leche. Hat ja gesagt, innen ist ja auch nicht so schwierig zum Anstehen. Jetzt nützt es aber Das ist wie gar Mr. nicht, Ben. wenn du da das Gefühl hast, drauf drückst. Das ist nämlich nur das Lämpchen. Da leuchtet höchstens mit der Zeit die Finger und die Köpfe von denen, die irgendwie ja schon lange warten auf einen Kaffee. Das Touch-Panel. Klingt modern wie ein Moje, aber das hat es schon vor 40 Jahren schon an den Fernsehgeräten gegeben, bevor die Fernbedienung erfunden worden ist. Da hast du dann noch überlegt, ob du aufstehst, so oben zu zappen. Zum Glück hat es dann noch nicht so viele Reklamen gegeben zwischen die Minen. Eben, das Induktions-Touch-Panel muss zuerst merken, was du willst. Also muss man einfach mit dem Daumen ca. 1 Sekunde Körperwärme an den Knopf abgeben und wenn die Maschine jumolt, kannst du den Daumen wieder wegnehmen. Jetzt läuft der Kaffee hier links raus. PS, das ist ja nur ein Foto von diesem Kaffeeautomaten. Die Jungen sind ja nicht unbedingt das die Jungen stellen. Also nein. Also willkommen auf dem Weg nach Spanien hier gar zu der Musikferien. Mein Name ist Andy Martin. Das Jahr bin ich Die nicht Martin. dabei, aber ich freue mich bereits auf nächstes Jahr, wenn ich mit dem Marcel zusammen für euch dort oben in der Rosas darf Country Musik machen. Unsere Hotels haben die perfekte Lage direkt am Strand. Auf der Promenade bleiben jeweils sehr viele Touristen stehen und hören und schauen einem musikalischen Treiben zu. Natürlich ist es jeweils auch für die Passanten sehr verlockend, die auch zu uns auf der Terrasse zu sitzen und das Gratiskonzert zu genießen. Damit euch, liebe Musikferiengäste, aber eure Plätze Free nicht von Concert. externen Leuten streitig gemacht werden, haben wir Terrassen mit einem Schild «Private Party» ein bisschen gekennzeichnet. Ah, sorry. Wir haben ja dieses Jahr wieder etwas vergessen. Wir müssen noch mal.
Und zack, da sind wir wieder. Wir haben auch dieses Jahr so schöne Stoffbändchen, die euch als unsere Reisegäste kennzeichnen. Das Personal im Bus hilft euch gerne, diese Bändchen anzulegen. Ja, bitte tragen die Bändchen die ganze Woche, so dass wir sehen, wer zu unserer Gruppe gehört. Schön. Wenn der nachts so langsam über die Bucht von Rosas zieht, merkt man dann, aus welchem Grund ihr nicht. Die Musiker machen sich parat und es erwartet euch ein tolles Programm mit vielen Highlights, viel Tanzmusik und diversen Show-Einlagen. Auch hier ist das wichtigste Wort von der Woche: geniessen. Und entspannen. Thank you po for watching. Miss Flor de Lesa. Ich hocke jetzt hier gerade in meinem Ton- und Videostudio. Und das ist eigentlich auch mein Beruf. Thank Ich you bin very ab und much zu gefragt, wie sie überhaupt auf die Künstler kommen, die in der Musikferien mit dabei sind. Das ist eine ganz einfache Antwort. Grenzenlos begleiten mich schon seit Anfangs an, als ich selbstständig bin, auf meinem Weg. Und sie Kunden von mir von der ersten Stunde an. Und das ist ganz klar, dass ich mit ihnen sehr, sehr gerne Zeit verbringe und sie sehr gerne hier auch mit dabei habe. Ich habe schon ein paar Titel schreiben für Grenzenlos und die erste CD, die sie produziert haben, ist sogar bei mir hier in diesem Studio entstanden. Dann noch unter dem Namen Duo Alpenpau. Beim Duo Sound ist es so, dass das noch weiter zurückgeht. Mein Götti, der Rudi Blaser, der war Schlagzeuger bei der bekannten Gruppe der Terris. Ist aber schon ewig lang her. Und die Terris haben im Grunde genommen die Musikferie hier erfunden. Das war etwa 63, 64, als das Hotel Marianne neu ist gebaut wurde. Dann hat der Seniorchef von Firma Gerber, der Gerber Ernst, mein Götti, an einer Fasnacht gefragt: hey, du hast eine Band und du hast Tänzer und ich habe einen Gar. Warum machen wir mal nicht etwas zusammen? Das war, wie gesagt, in den 60er Jahren. Hi. Und dann sind wir das erste Mal mit dem Gar und mit der Musik. No, there's so not the rice peel that is a wraps. Das Ganze hat They sich make über ein paar an Jahre, oil bis out es of dann them eingeschlafen ist. Und instead. der Motto mit uns zusammen geschafft. Du hast eine Band, ich habe einen Gar. Und warum machen wir nicht mal etwas zusammen? Und so ist es im 2006 dann wieder so weit gekommen, dass wir haben angefangen die Musikferien zu machen. Was hat das mit dem Duo Black Sound zu tun? Ja, das Duo Black Sound, sie beide waren früher bei den Terris und haben auch in der Formation gespielt, die mein Götti schon hat gemacht. Sie gibt es immer noch als Duo Black Sound und darum nehmen wir sie auch sehr, sehr gerne mit. Das sind neue Formationen, zum Beispiel Due Amici. Wie kommt man auf so Leute, auf so Koryphäen? Und das ist ganz einfach. Wir haben Videoclips zusammen drehen. Wir waren in Ascona und haben wunderbare Bilder gemacht. Chemie, so bei einem Videodrehtag merkt man sofort, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und dort hat die Chemie wirklich richtig gut gestimmt. Und da ist so wie gekommen, dass meine Frau, die Vera, hat auch immer noch etwas zu sagen natürlich. Und wir waren hier im Garten, in unserem schönen Häuschen, und haben einen schönen Titel gedreht, heisst Amore e Gelosia. Und der Claudio von Due Amici hat kaum in die Kamera gesungen. Er hat fast mehr die Vera angesungen, die nebendran mit dem Lichtreflektor ist gestanden, und ich musste ihm sagen: hey Claudio, hier ist die Kamera, da musst du rein singen. Und
Als wir fertig waren mit dem Dreh von dem Titel Amore e Gelosia, hat Vera mich angeschaut und hat mir gesagt, du, die wären wirklich noch etwas für die Musikferien. Und dass ihr auch ein paar Bilder seht, habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt den Videoclip Amore e Gelosia. Ja. Ja. Amore gelosia, fanno impazzire il cuore, distruggono la mente, è prepotente la tua ansietà. Cosa può fare l'amore? Non ha nessuna pietà. Ti prende anche la vita e fatalmente non sei amore gelosia. Ridatemi il respiro, la catenia d'amore mi fate morire, io vivo per lei. Amore gelosia, tormento e brividi, passioni e grandi sogni che sanno turbare la realtà. Due amici präsentieren ihr neues Album Ricordi di tempi passati. Claudio und der Kurt wissen ganz genau, wie man Dolce Vita in die Musik verpacken kann. Und das hört man auf dieser CD in jedem Ton. Titel in Italienisch und Schweizerdeutsch, interpretiert mit kräftigen Stimmen und virtuosen Instrumenten. Perfekt
Schweiz sind musikalisch auf diesem Werk verewigt. Sie entführen ihre Zuhörer in eine Welt voller Amore, Fernweh, Feriengefühl und Heimatverbundenheit. Ricordi di tempi passati von Due Amici. Due Jetzt Amici. erhältlich bei Exlibris und www.dueamici.de. Sind wir wieder? Kann man jetzt weiter? Ich bin der Organisator von der Musikferien. Nein, ich bin der Organisator von der Musikferien. Und du bist nur ein billiger Filmtrick. Weil das Bild ist hier in der Mitte einfach geschnitten, das ist zweimal aufgenommen und so stehst du hier neben mir. Okay, aber eine Brille an sieht man, dass ich das Original bin. Okay, hast du gewonnen. Wie Schwilling. Das Sind doch wie Schwilling. Hokus, Finibus. Filibus. Okay, auch das ist in die Hose. Probieren wir es nochmal. Und zack, da sind wir wieder. Ja, jetzt hat es geklappt. Das ist die Heike, unsere Hotelmanagerin. Hallo, herzlich willkommen. Wir das freuen ist uns dir wieder da. auf ein neues Jahr mit euch. Viel Gaudi, viel Spaß, Viel viel Gaudi. Musik. Ja, und nicht nur Musik, sondern auch ein tolles Tagesprogramm haben wir zusammengestellt. Und zu diesem Zweck hängen überall ganz gross ausgedruckt unseren Stundenplan auf. Also da könnt ihr euch jederzeit informieren, was wird wenn laufen. Ein Punkt, wo aber die Heike eine grosse Rolle spielt, ist unsere Küstenwanderung am Freitag. Ah, Ja, gibt es genau. da auch? Ihr seid alle herzlich wieder eingeladen. Dann zeige ich euch mal richtig die Küste, nicht die Küsse. Die kann ich euch auch zeigen, kommt drauf an. Aber kommt alle mit, das ist wunderbar. Und nebst der wunderschönen Küstenwanderung mit unserer Hotelmanagerin Heike haben wir noch viele andere schöne Ausflüge auf dem Programm. Zum Beispiel ein Halbtagesausflug nach Playa de Aro, wo dir auf der da sind wir noch Überlandfahrt nicht gewesen, du. typische spanische Playa de Dörfer Aro. sieht und in Playa de Aro auch noch Zeit zum Bummeln und Shoppen hat. Ein weiterer Halbtagesausflug führt uns nach Figueras, aber Figueras. liegt Wochenmarkt. Ein weiteres Highlight wird ganz sicher unser Tagesausflug nach Barcelona. Ah, da haben wir ja auch. Cars direkt am Hafen und gehen dann zu Fuß die berühmte Rambla auf, bis zur Markthalle La Boqueria. Nach Rosas. Nach Rosas. Nein. Ja. Rosas. Ich fahre nach Rosas. Nach dem Aufenthalt in Barcelona gibt es dann auf dem Heimweg zurück nach Rosas noch einen Abstecher in eine der schönsten Outlet-Ladenstrassen. Oder besser gesagt, in eine ganz kleine Stadt, die aus Outlet-Läden von den bekanntesten Marken der Welt besteht. Ray-Ban. Wenn man nicht Lust auf Karl Shoppen hat. Lagerfeld. Ausflugs- und Detailprogramm von der Musikferien findet ihr überall im Hotel als Programmübersicht oder Stundenplan, wie ihr das nennen, aufgehängt. Die Go-Chauffeure und das Personal von Gerberreisen informieren euch gerne über das Ausflugsprogramm. Yes, Miss Flor de Lisa. Hola, mein Name ist Sarah Jane und ich weiss, dass ihr jetzt alle gerade auf dem Weg seid nach Rosas, Spanien. Und zwar mit der Surprise-Band und ganz vielen Musikkollegen. Und ich freue mich wahnsinnig schon heute, dass ich nächstes Jahr mit von der Partie bin. Und darum wünsche ich euch jetzt eine ganz gute Zeit. Warum bist du nicht dabei? Lustig, habt es gemütlich. Ja, erst nächstes Jahr. Und vergesst einfach die Alltagssorgen. Leute, ihr jetzt hier bei uns in der Schweiz und nehmt noch gut gelaunte Leute mit auf Rosas. Ich bin auch überzeugt, dass ihr gut gelaunte Leute
Möglichkeit. Ausser, Cudi, wenn du dabei bist, hoffe ich, dass Sie Cudi. dabei. Das ist jetzt der Guillermo Carmen. Das ist jetzt ein kleiner Insider und Freunde, seine Freunde. Aber vielleicht werden wir eingeweiht und sonst nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich sehr, sehr gerne. Namen will ich Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, grüßen wir alle und bleiben gesund. Bis nächstes Jahr mit mir an Bord. Eure Sarah Tschüss, Jane. Sarah Jane. Tschüss! Tschüss. Hasta la vista! Hasta la vista, Seni. Zack, da sind wir wieder. Wir hoffen, wir haben euch mit diesem Film ein bisschen lustig machen und wir sind sicher, dass es eine super gute Woche wird. Wieso bist du so sicher? Bist du Hauseher? Wieso? Ja, wir könnten eigentlich noch einen richtigen Hauseher fragen. Das ist eine gute Idee. Wir fahren nach Rosas. Mai geschrieben. Darum habe ich geschrieben. Grüezi und herzlich willkommen zu Das Mike ist die- Shiva. Folglich sind Sie Die ist der doch schon lange Bibel da und oben. du sind wir für Sie da, wenn Sie Fragen haben zu Liebe, Beruf, Finanzen und Zukunft. Es geht euch einfach anrufen. Eine neue Mai geschrieben. Nummer steht da oben, einfach anrufen. Jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir schon. Ich habe mir angerufen. Hallo, da ist der Mike. Hallo, mein Name ist René Gerber. Hi René, könntest du den Fernseher im Hintergrund noch ein bisschen machen? Telefonierst du mit dem Fernseher oder mit mir? Was hast du auf dem Herzen oder wo drückt der Schuh? Ich würde gerne wissen, was uns die nächste Woche in Rosas so erwartet. Rosa, komm, was? Für Wetter. Ja, wir sind mit einer Reisegruppe unterwegs und ich würde einfach gerne wissen, Ja, Wissen, das ist der Schlüssel zum Universum. Und da haben nur ganz Wissensschlüssel. wenige Zugang dazu und die meisten von denen sind Scharlatanen. Da musst du sehr vorsichtig Scharlatanen. sein. René. Ja, darum rufe ich euch ja an, Herr Shiva. Das machst du tiptop. René. Und was möchtest du gerne wissen? Ob du jemanden lernst kennen nächste Woche? Nein, nicht direkt. Eher so, was für Wetter ist und auch Musikfakt. Also Reto, das sind Fragen, die ich dir nicht so einfach beantworten kann. Das Wetter, das ist eine höhere Macht und da haben nicht so einfach alle Zugriff dazu. Und Musik, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich gehe zwar zu Ski gerne tanzen, aber da haben wir Spezialisten in Musikberatung und das ist zum Beispiel unser Musikus, der Beat Buck, der erreicht in 1977. Ja, und wie reisen wir so? Wie sie das allgemein können auf machen. Spanien? Da könnte ich dich zu unserem Berater weiterleiten, der sich mit Reisefragen bestens auskennt. Das ist unser Ausgeber mit dem PIN 1010. Ja, und wie sieht es mit dem Wohlbefinden von unseren Reisegästen aus? Bleiben alle gesund und munter? Das ist ganz eine gute Frage. Da haben wir einen Sanitätsspezialisten im Team. Das ist der Martin. Wir sagen ihm mal Putsch. Er ist super mit dem PIN. Ah ja, das ist gut. Aber die können mir sicher sagen, was Konkurrenz so macht auf anderen Reisen. Ja, lieber Rolf, da kann ich dir gerne mal in die Karte schauen. Regie, bitte kann man mal die Kamera da oben einschalten, damit man meine Tarot. Achtung, das O. 08. 1. Ja, ich glaube, da verliere ich nicht mehr Worte drüber. Das ist selbstredend. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, lieber Rudi, die nächste Woche wird eine Woche voller Harmonie, Glückseligkeit und Liebe werden. Hast du sonst noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Nein, ist gerade gut. Und ich heiße übrigens René. Habe ich auch gesagt. Also, nein. Das ist gut gemacht. Mein Und zack, da sind wir wieder. So, jetzt bleibt uns nicht mehr als euch wunderschöne Ferien zu wünschen. Ja, genießt die Woche in der Musikferien und man sieht sich im Hotel Marians Rosas. Tschüss zusammen. Tschüss. Rosa. Du fährst an. Oh, und zack. Ich bin auf den Fuß gekommen.
wir haben auch dieses Jahr wieder so ein Stoffbändchen, das euch als unsere Reisegäste kennzeichnet. Was macht das Buspersonal? Das weiss ich doch nicht, die sind am Fahren. Also nein. Personal im Bus hilft euch, die Reisebändchen anzulegen. Gäste anzulegen. Hilft euch, liebe Reisegäste, euch anzulegen. Zack, da bin ich wieder. Und zack, das wird wieder. Und eigentlich gleich einen Wohnfort. Darf ich noch mal? Das ist witzig. Oh. Morgen vor dem Mittag stellen wir euch das Detailprogramm im Detail vor. Ja. Und zack, da ist er wieder. Ja, liebe Gäste, das geht nicht mehr lang. Aha, was geht nicht mehr? Dass ich es nochmal machen muss. Und zack, da sind wir wieder. Oh ja, das ist nichts von Bonschan. Hallo? Und die Gäste, die das erste Mal in der Musikferien mit dabei sind, das ist ein Mike Schieber, alle. Einfach alle. Oh. Schönes Wetter da. Oh. Zack, da sind wir wieder. Wir hoffen, wir haben euch den Film ein bisschen lustig machen. Ja, das ist jetzt gross. Seht ihr hier? Da unten. Was meinen Sie jetzt? Ich dachte, in Barcelona eine Halbzeit. Das ist ein YouTube. Ja. Kisscam. Vibes. Good Vibes. Good Vibes. Zeigt ihr, wenn ihr nicht Spanisch könnt, einfach mit den Fingern. Oder so. Wie viele Leute das ihr seid. Oder wie euch am Tisch hocken. An euch am Tisch hocken. Im Tisch kann man nicht hocken. Höchstens wie beim David Copperfield, weißt du, kannst du nachher drinnen hocken, kannst machen. Simsalabim. Simsalabim. Vielleicht gehört ihr es nicht so. Wieso man nicht gehört, ich weiß auch nicht, das Mikrofon schon hingeschaut. Wir fahren nach Rosas. Einfach mit den Fingern. Läufig rüber. Da hinten. Und zack, da bin ich wieder im Speissaal. Habt ihr die ganze Woche den gleichen Tisch. Das spanische Freu im Martür steht. Ihr könnt übrigens mit Camarera, also ihr könnt Camarera nicht anfangen improvisieren, ja, nicht anfangen improvisieren. Text. Ja. Nach Rosas. Kleines Paradies. Ich spüre deine Hand, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Wollt ihr nach Rio? Wollt ihr nach Mexiko? Wollt ihr nach Rosas? Lass mit mir nach Rosas und geh mit mir zum Strand. Schau mir zu den Sternen, ich halte deine Hand. Komm doch mit mir nach Rosas, ein kleines Paradies. Ich spüre deine Hand, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Ich spüre deine Hand, du bist mir so vertraut, du bist so zuckersüß. Zack, Ja. da sind wir wieder. Ich glaube, ich lebe. Sehr gut. Ich dachte, They're showing a film from. Yeah.
Das ist der Möwe. Zack, da sind wir wieder. Schnitt und raus. Gute Fahrt. Wir fahren nach Rosas. Hey, das ist ganz dunkel da. Mhm. Ja, da ist noch Wild drin. So, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Und ihr habt vielleicht gemerkt, es sind ein paar alte Teile noch drin, die wir vielleicht mal müssen erneuern müssen. Der Kaffeeautomat übrigens hat heute ganz normale Knöpfe, einfach, dass ich das noch gesagt habe. Nicht mehr die Induktions-Touchpanel, wo der Hans-Peter Bui hat gesagt. Also, hä? Ah genau, der Vera sagt gerade, und das Jahr ist der Sanitäter ist nicht mein Bruder, sondern Streizi. Ist heute, also ist das die Woche. Es ist genau, was ist die männliche Form von Sanitäter? Das ist die Sanitär. Genau. Ja, ich muss eigentlich aufpassen mit dem. Ich weiß nicht, seid ihr. Sollen wir gendern? So in der Musikferie. Also nach dem Motto Musikerinnen und Musiker, respektive die Musizierenden. Und so. Das ist, ja, also das ist jetzt kein Witz. Im Deutschen haben sie herausgefunden, also es war eine Forschergruppe, die hat raus. Also die Forschenden haben nachher dann gedacht, weil es ein bisschen hopperig tönt, dass Forschenden und Forscherinnen und Forscher, oder halt einfach als Beispiel Lehrer oder Lehrerinnen und so, dass das alles ein bisschen kompliziert ist, haben sie einfach gesagt, wir machen das ganz einfach. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich hoffe, das können wir auch nicht, weil ich rede mich sonst schon auf ab dem Seich. Haben sie gesagt, wenn man einfach ein Y, also ein Y hinten nachher tut bei Forscher, würde es einfach nachher Forschi heissen. Und das wäre dann nachher die Form, die für Mann und Frau würde gehen. Also das heisst die Forschis. Oder die Lehris. Und so. Oder Metzger werden die Metzgis. Also nein. Die Chauffeusis. Chauffeuris. Die Schoffis wäre es richtig, also mega kompliziert. Und die haben echt irgendwie vom Staat von Deutschland haben die dann wahrscheinlich Geld bekommen, für das rauszufinden. Genau. Genau. Und der Michi, die waren auf dem Schiff jetzt gerade, kürzlich Michi und Corinna, und die haben Tanzkurs gemacht, gell? Und da haben sie nicht mehr gesagt Tänzerin und Tänzer, sondern weil, ja, es kann ja heute sein, dass zwei Frauen miteinander tanzen, was ich noch schön finde. Bei zwei Männern habe ich eigentlich ein Problem. Also, ich bin überhaupt nicht, also mich da. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin dort natürlich ein bisschen altmodisch wahrscheinlich. Ich finde es auch super, wenn zwei Frauen einander küssen und so. Wahrscheinlich ist das vom Internet, das sieht man halt gerne bei diesen Filmen. Bin ich der Einzige, der das nein sage ich? Natürlich nicht. Aber jetzt, wenn zwei Männer sich in einem Film küssen, das finde ich dann wirklich. Das ist nicht üblich. Nein, eben, ich bin bei den Tänzerinnen und Tänzern verblieben. Und die haben nachher dann gesagt, das heisst jetzt einfach die Führenden und die Folgenden. Ja. Ja, das ist. Ja, das ist rassistisch, ja genau. Weil der Mann wäre natürlich folgendesslich der Führer. Ja.
Genau. Aber jetzt habe ich mich positioniert politisch. Jetzt könnt ihr sagen, wie es euch besser gefällt. Ich kann schon gendern. Streitsi hat übrigens glaub, schon einen Y hinten dran. Oder ist das So, mit I the one geschrieben? ist jetzt im Genf, gell? Der Streitser. Okay. Also, jetzt gehen wir über den Zoll und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Guter. Ein guter Rutsch, dass wir durchkommen. Rosas. Ja, das ist kein ganz besonders gut. Are now are passing the custom on the way to France. Rosas. So, das nächste Mal bei uns.